Shalom Aleichem. Unser Gast ist heute Professor Marion Abtrott von Deutschland. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. In meine erste Frage wird sein, die bist gekommen speziell auf der Konferenz wissenschaftliche in der Rahmen von Kulturfest. Mit wo bist du gekommen? Gennady Estreich, was ist einer von den Organisatoren, hat mich gebeten, reden wegen Jiddisch bei deutschen Universitäten. Und ich habe geredet wegen dem. Und weil in Deutschland sind vor allem Sachuniversitäten oder mehrere Universitäten, wo man kann sich lernen in Jiddisch Kursen. Aber bei MS am Minor, in einem Bachelor oder Master kann man nur machen in Düsseldorf. Ich denke, erzähl ein bisschen, wo es dann stellen in Düsseldorf und wer sind deine Studenten? Meine Stelle in Düsseldorf ist eine Kathedre wegen Jiddisch. Wir sind 2 Jiddischlehrer. Lebenbier ist noch, da ist noch Dr. Efrat Galed, was vernimmt sich mit der modernen jiddischen Literatur und ich lerne befragt Geschichte von der jiddischen Sprache und ältere jiddische Literatur und Kultur. Wir lernen beide jiddische Kultur und unsere Studenten sind Studenten deutsche, russische, polnische. Du meinst russische, wo es Immigranten sind, wo es kommen speziell? Beide. Beide. Was lernen sich bei uns? Jiddisch. Im Bachelor ist das wie ein Minor. Und der Major ist gewöhnlich Deutschisch oder jiddische Limudim, Judaistik, jüdische Studien auf Deutsch. Oder Geschichte, amerikanische Literatur. Solche Kombinationen. Und für sie ist Jiddisch euch nützlich in der Forschung. Und zu lieb dem haben wir euch Studenten in Master, was machen einen doppelten Master. Was meint es, ein doppelten Master? Ein Master in Jiddisch und einen zweiten Master in Deutsch oder jiddische Limudim oder so eins, weil das ist, und damit werden sie öfter schreiben eine Doktorarbeit, nützen beide Limudim. Ich verstehe, als Srov-Lektions werden geführt wegen Jiddisch auf Deutsch. Ja? Ja, die Sprachkursen lernen wir auf Jiddisch und euch ein Teil andere Kursen, aber die rein akademische Kursen, was sind nicht rein akademisch, aber die Kursen, wo wir bedarfen, moderne Theorie und moderne Begriffen. Wir haben sehr oft nicht auf Jiddisch die andere Literatur, was sie lernen, früher wegen Genren, wegen Methoden, ist in andere Scheunes und in die Kursen dürfen sie schreiben, arbeiten. Und mit Jahren zurück haben wir euch der Lust arbeiten, was man schreibt, dann auf Jiddisch. Aber die Qualität ist nicht gewesen dieselbe. Und wir sind doch eine Universität. Es darf sein auf ein Niveau. Und wir können das nicht machen auf demselben Niveau. Und wir machen das auf Jiddisch. Aber mir ist doch wichtig, also ich kenne euch aktiv Jiddisch. Du sagst die mündliche Sprache. Die mündliche Sprache und Schreiben für die Sprachkursen. Sie schreiben euch für die Sprachkursen. Aber die akademischen Arbeiten schreiben sie auf Deutsch und einmal auf Englisch. Wo sind bedeutsam sehr Interessen? Wo interessiert Sie alte Literatur und wo ist es von der modernen Literatur? Nach wo kommen Sie? Das ist sehr verschieden. Es kommen Linguisten, es kommen Studenten, die interessieren sich befragt im Mittelalter und in der frühmodernen Zeit. Studenten, die interessieren sich in moderner Literatur, in jiddischen Film. Wenn sie kommen, wissen sie doch nicht. Sie wissen noch nicht. Sie haben öfter gelernt Baschewitz in Übersetzung. Öfter etwas anderes, was man hat übergesetzt. Aber sie kommen, weil
es hat sie gehabt, oder weil sie meinen, es wollte gekannt sein, interessant. Und erst, wenn sie seinen Studenten von Jiddisch lernen, sie, also es ist doch für eine Sache. Und sie können doch nicht alles lernen in die paar Jahre. Aber sie... Tachlis, es kommen heraus, ja, wie kann man herauskommen wie eine MS-Kenner von der Bachelor. Aber der Tachlis ist, sie sollen haben eine gute Basis und sie sollen kennen genug gute Sprache, sie wissen, wie soll zu gewinnen Informationen, was sie haben noch nicht. Der Tachlis ist, sie sollen kennen, arbeiten selbstständig. Ja. Und wissenschaftlich. Ja, das ist sehr wichtig. Und zu dem bedarf man Sprachkenntnissen. Man darf kennen die Wörterbücher, die Enzyklopädien, die neuen Medien, wie man sucht im Internet. Weil Gott mir sagt, dass die jungen Leute wir kennen das besser wie Ältere, ist das nicht stimmt, weil sie euch sagen, dürfen sich auslernen. Die Welt ist schon virtuell sehr groß. Ja. Wie Butze sich. Was ist dir gewesen interessant in dem Rahmen von der Konferenz? Wie ein Akademiker aus der sich neue Namen, neue Themen, neue Sachen? Ja, neue Namen, neue Forscher, was ich kenne nicht, das sind die Jungen. Und ich bin gewesen in einer Session mit Sandy Fox, was hat geredet wegen die jungen Jiddischisten, Jiddisch Farm und Jung Jiddisch. Ja, wir haben dem Artikel, ja. Und das ist gewesen sehr interessant. Und ja, jemand alles, was ist vorgekommen auf der Konferenz, ist gewesen interessant. Was ist das anders gewesen? Ob es gewesen? Auf unserer Konferenz ist nicht voran kein festes Thema. Das ist ein offener Forum für Forscher und andere, was vernehmen sich mit Jiddisch. Und bei uns sind die Sprachen andere. Da ist gewesen als auf Englisch. Bei uns sind die Sprachen Deutsch und Jiddisch. Deutsch, weil es kommt vor in Deutschland, und Jiddisch, weil es ist eine Konferenz wegen Jiddisch. Bei uns redet man die Hafsokes euchet, Englisch und man hört Jiddisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Holländisch, Rumänisch, Sprachen. Ja. Weil die Unternehmer zwischen sich reden doch sehr, ob sie treffen damit sind, was hat dasselbe Gemamelosch, und redet man doch zwischen sich die eigene Sprache. Dank dir. Nicht auf was. Dieses weitertrugen, das akademische Wort im Volk heran. In aller Weise solche gibt es Studenten, wo ich bin sicher, dass sie wollen lieber kommen, sei die Kultur, sei die Sprache, also ob man solche prächtige Lehrer. Danke. Danke.